die heute um 3 Uhr morgens im Internet auftauchte. Meine Kriegserklärung gegen die USA und ihre Verbündeten. Bis der letzte fremde Soldat Georgien verlassen hat, geht ein Krieg weiter, der in den USA und dem Rest der Welt die Leben der Aggressoren kosten wird. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Wir werden die Tyrannei der USA nicht länger tolerieren. Machte die US-Medien für die Verbreitung von Combine Nikolazes Botschaft verantwortlich. Gegensatz zur Lage an der Heimatfront haben unsere Soldaten in Aserbaidschan die 5. Nacht ohne nennenswerte Gefechte verbracht. Obwohl die Lage noch angespannt ist, war es den Geheimdiensten nicht möglich, weitere georgische Kommandoeinheiten zu orten. Haben die Anstrengungen bei der Suche nach Combine Nikolaze verstärkt. Aus US-Geheimdienstquellen verlautbarte, dass die Nachforschungen der Dienste auf die Nachbarstaaten Georgiens ausgedehnt werden. Dabei wird auch eine mögliche Allianz mit... Weil wir hier eine Lage haben, bei der weitere Luftschläge einfach keinen Sinn machen. Nikolazes Armee, wenn man sie so nennen will. Während trauernde Angehörige Gottesdienste abhalten, bereiten sich Amerikas Gesetzeshüter und Truppen auf den nächsten, unkalkulierbaren Zug von Combine Nikolaze vor. Fischer, dein Ziel ist ein Mann namens Ivan. Nachdem Grimms dort hier in Kalinatex Server eingedrungen war, sind Nikolazes Männer nervös geworden. Sie haben begonnen, Spuren zu beseitigen, zu denen Sie anscheinend auch Ivan und seine Kameraden zählen. Wer ist Ivan? Einer von Nikolazes Spinnern, ein Programmierer. Sie töten Ihre eigenen Leute? Sieht ganz so aus. Hoffentlich findest du ihn, bevor sie es tun. Details auf deinem Offset. Ja, und habe die Ehre und willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell. So, da steht unser Kollege. Was treibt denn der da? Näher können wir nicht ran. Sicher, dass du den Ablauf verstanden hast? Die letzten Minuten machen mich immer nervös. Es wird schon klappen. Nun, schön vorsichtig sein. Eine Mutter reicht mir, Wax. Genau, du schleichst jetzt zum Auto. Und wir schauen einmal auf unser Offset. Und da heißt, infiltrieren Sie Kalinatek. Verschaffen Sie sich Zugang zum Feuerschutzsystem des Kalinatek-Gebäudes, um die Feuerschutztüren zu öffnen. Finden Sie Ivan, bevor die Russen ihn töten. Ja, Ivan ist, wie wir gehört haben, ein Programmierer von Nikolaze. Müssen wir da irgendwie um mir, oder? Oh. Oh, da kommen schon wieder welche. Zwei Stück. Kämen die dahinter? Ob wir da drüben umgehen? Na, da drüben können wir nicht um, oder? Dann sieht er uns. Kommt der jetzt, oder wie? Das ist ja nicht gut. Ausrüstung. Ach, da haben wir wieder einiges dabei. Diesmal haben wir zumindest schon mal Waffen von Anfang an dabei. In der letzten Mission haben wir ja nichts dabei gehabt. Jetzt steht er. Und er kommt dahinter. Was tue ich denn jetzt? Vorbeischleicher. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Jetzt kann man den ausschütten. Meldung von den Technikern. Kanonen sind verfügbar und scharf. Alle Einheiten bitte darüber informieren. Ja, den haben wir jetzt ausgeschaltet. Aber es wird wahrscheinlich gleich der andere darauf aufmerksam werden, wenn der da umeinander liegt. Oder sollen wir den irgendwo, den können wir nicht verstecken. Und zucken tut er auch noch. Kommt der jetzt?
Ach du Scheiße. Ich glaube, ich schalte ihn aus. Warten Sie. Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Patrouille fortsetzen. Dürfen denn wir töten? Haben wir den Befehl dazu? Ich probier's mal. Ach so, das geht. Ja, das ist doch gut. Denn es gibt ja öfters mal den Befehl, dass man kann töten dürfen, aber scheinbar... Halt, falsche Tasten. Macht es nicht so viel aus, wenn wir ein paar umlegen. Gut, der da lebt ja noch. Alle Einheiten bitte darüber informieren. Denn dann müssen wir nicht immer unsere Taser und so einsetzen. Die können wir dann nur im Notfall hernehmen. Keine Besonderheiten. So, dann haben wir da ein Medikit. Identifiziert diese Frequenz. Machen wir mal aus. Gut, dann können wir schon weiter. Ins nächste Parkdeck. Du hast Blut an den Schuhen. Tatsächlich? Das ist schreckliche Arbeit. Die Order kam direkt von Gringo. Ja. Wenn ich nicht solchen Schiss vor ihm hätte, wäre ich schon lange weg. Er sagte, ich soll denken, es sind Schafe. Er sagte, wir dünnen nur die Herde aus. 3 Stück Säge. Ach so, mit dem Infrarot können wir nicht die Autos durchleuchten. So, damit wir sehen, wo es auf der anderen Seite ist. Aber ich glaube, den da voran mich. Lautlos natürlich. Eine Tasche da dabei. Speicherstick. Den los ich mal da hinten liegen, oder? Da ist gut, glaube ich. Oh, da wird's hell. Ach, das Medikit brauchen wir eigentlich eh nicht. Wir versuchen ja sämtlichen Kampfsituationen aus dem Weg zu gehen. Moment einmal. Sind die zwar da auf der Seite? Zwei, ne? Jetzt stellt sich mir die Frage, wie da vorbeikommen. Da entlang weiß ich ja nicht, weil da wird es ja ziemlich hell da oben. Und ich glaube, da sehen sie uns am schnellsten. Oder wir lenken die ab. Hey, was ist das? Schau nach, dann war's das. Oh oh. Ich meine, wir können da entlang kraxeln. Geht das eigentlich? Was war das? Das war, glaube ich, nicht so gut. Einer von uns wurde angegriffen. Ah! Hier liegt ein Toter.
Ja, das war jetzt mit der Brechstange. Aber gut, sie sind alle ausgeschalten. Und Alarm ist keiner gegeben worden. Das ist gut. So, jetzt sind sie alle 3 beieinander. Und können da in Ruhe umeinander liegen. Und wir schleichen nochmal weiter. Nur ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Obi? Na, von unten sind wir gekommen. Dann vielleicht wieder weiter auf. Vielleicht gibt es da irgendwie noch Treppen. Nix. Halt, Moment einmal. Da geht's aus, gell? Müssen wir wieder da um? Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich unten liegen. So, und jetzt? Da haben wir uns mal da umhangeln. Oh, da ist gut, ne? Also wir müssen ja in das Kalinatec-Gebäude. Bin ich aber... Jetzt werden wir da oben springen. Ich hoffe, wir brechen da nicht ein. Oder ist der Sturz zu hoch? Ich glaube, wir müssen da mit. Kommt ihr da vorbei? Westflügel, Etage 5, Glaube. Weiter zu 6. Wie viele Gurtschlüssel sind eingezogen? Das ist unser 7. Gut, jetzt haben wir da herum auf den... Wo ist denn dieser Kran? Und wir sollten... Vielleicht da oben mit Anlauf. So, dann haben wir uns da abseilen. Sicher, dass er tot ist? Alter, man kann sein Gehirn sehen. Natürlich ist er tot. Was ist mit dem Code-Dings? Dem Schlüssel? Ja, Codeschlüssel. Ich habe ihn. Ist kaputt. Gehen wir. Ja, die netten Herren haben da drin einen ermordet. Ich hoffe, es ist nicht Ivan. So, jetzt müssen wir irgendwie da in das Gebäude, ne? So, der Weg ist schon mal frei.